Hey hey und herzlich willkommen zu Teil 3 von meinen Grundlagentipps Fotografie. Wenn du die ersten 2 Teile verpasst hast, hier eine kurze Wiederholung und ich werde in diesem Video sicher den Link einblenden zu den 2 ersten Teilen. Also falls du jetzt erst einsteigst, schau doch zuerst Teil 1 und Teil 2. Im Teil 1 habe ich etwas erklärt über das Belichtungsdreieck, wie die Bereiche Blende, Verschlusszeit und Empfindlichkeit der Kamera zusammenspielen, was sie für einen Einfluss aufeinander haben und was man da überhaupt in der Kamera einstellen kann. Im Teil 2 habe ich geredet über die Blende, was man mit dem anstellen kann. Und heute, im dritten Teil, geht es um 2 Sachen, die 2 Sachen, die noch übrig bleiben. Das ist einerseits die Belichtungs- oder Verschlusszeit und die Empfindlichkeit, die ISO-Werte, die ich einstellen kann an meiner Kamera. Viel Spaß! Wir starten mit der Verschluss- oder Belichtungszeit. Was ist das und wie brauchen wir sie? Belichtungszeit bedeutet in dem Sinn eigentlich, wie lange lasse ich Licht auf meinen Sensor. Also tue ich lang belichten, mehrere Sekunden beispielsweise, in der Nacht, wenn wenig Licht vorhanden ist, oder habe ich sehr schnelle Verschlusszeiten für schnelle Bewegungen. Das braucht man beispielsweise im Sport, wenn ich sogenannte Bewegungen einfrieren will. Das heisst, ich will nur eine sehr schnelle Bewegung, ein Velo, das vorbeifährt, ein Auto, ein Snowboarder werden bei mir vor allem das naheliegendste. Und ich will die Bewegung eigentlich in einem Bruchteil von einer Sekunde einfrieren und sie ganz scharf darstellen. Das heisst, ich brauche eine sehr kurze Verschlusszeit, ich brauche auch viel Licht, dass das funktioniert. Da habe ich im Schnee sehr oft den Vorteil. Und der braucht man schnelle Verschlusszeiten. Lange Verschlusszeiten brauche ich vor allem dann, wenn ich nicht mehr so viel Licht habe. Wenn ich zum Beispiel in der Nacht Fotoaufnahmen machen will. Von Lichtern, Landschaftsaufnahmen, Sternen. Was ich dann brauche, was ganz wichtig ist, sobald meine Belichtungszeit länger wird, brauche ich ein Stativ. Ich kann meine Kamera nicht mehr in der Hand haben, ich bin zu unruhig, es wird unscharf. Das ist ganz wichtig. Wenn ich kein Stativ habe, kann ich die Kamera irgendwo herstellen, auf ein Mäuerchen, auf meinen Rucksack, den ich bei mir habe, oder auf was auch immer. Das ist ganz wichtig. Wann kann ich denn aus der Hand fotografieren, ist jetzt die Frage. Das ist klar, wenn ich Belichtungszeiten habe, irgendwie im Tausendstel-Sekunden-Bereich oder sogar mehrere Hundertstel, 400stel und so weiter, kein Problem, alles aus der Hand gut machbar. Irgendwann wird es knapp, wenn ich in 10-Sekunden-Bereich hineinkomme. Es gibt so eine Faustregel, dass ich sage, je nach Brennweite, also wenn ich zum Beispiel mit einem Weitwinkel-Objektiv fotografiere und sage, ich habe eine 30 mm Aufnahme, dann kann ich noch eine 30stel Sekunde aus der Hand fotografieren. Für das brauche ich aber wirklich eine stabile, gute Haltung von der Kamera und es ist heikel. Es braucht ein bisschen Übung, es wird vielleicht nicht jedes Foto wirklich perfekt scharf. Und eben, wenn ich zum Beispiel ein 200 mm Zoom-Objektiv drauf habe, dann brauche ich schon eine 200stel Sekunde, damit ich aus der Hand noch scharf fotografieren kann, und sonst gibt es schon leichte Verwackelungen. Das ist so eine Faustregel. Also je mehr Tele, je stärker wirkt sich eine kleine Bewegung von meiner Hand aus und im Weitwinkelbereich muss es ein bisschen mehr leiden. Ich tue oft, wenn ich Personen fotografiere, die sich bewegen, also nicht Sport, Hochzeiten beispielsweise, schaue ich, dass ich nicht unter einer Hundertstel, lieber so eine 125stel oder gegen eine 200stel Sekunde mindestens Belichtungszeit habe. Sonst wird es heikel. Mit Unschärfe. Gut. Jetzt kann man die Belichtungszeit aber nicht nur brauchen, für, wenn ich weniger oder mehr Licht habe, sondern ich kann auch spielen mit dieser ganzen Sache. Ein sehr gutes Anwendungsbeispiel ist das Fotografieren von Wasser. Je kürzer meine Belichtungszeit ist bei Wasser, umso stärker werden beispielsweise bewegte Wassertröpfchen sogenannt auch wieder eingefroren. Das heisst, es sieht aus, als würde sie in der Luft stillstehen. Ich sehe jedes Tröpfchen scharf, obwohl das natürlich in einer schnellen Bewegung ist. Für das brauche ich sehr kurze Belichtungszeiten. Und wenn ich meine Belichtungszeiten verlängere, die Belichtung bleibt eigentlich immer richtig, also das Bild ist immer gleich hell, aber meine Belichtungszeit wird länger, dann fängt das Wasser plötzlich an zu verwischen.
und sieht fast so ein bisschen aus wie Seide oder wie ein Nebel. Und das ist ein Effekt, den ich zum Beispiel eben bei so einem Wasserrad oder bei einem Wasserfall, bei Bächen und Flüssen kann einsetzen und damit kann spielen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, für das zu üben und mit der Belichtungszeit zu experimentieren. So habe ich auch angefangen beim Reisen vor vielen Jahren und habe eigentlich so ein bisschen das Spannende entdeckt, eben, wenn man selber kann bestimmen kann, was will ich und die Kamera nicht entscheiden, was sie gut dünkt. Gut, das sind so ein bisschen Anwendungsmöglichkeiten. Jetzt funktioniert das, wenn ich genug Licht habe, sehr gut, dass ich selber bestimmen kann, was ich für eine Belichtungszeit einstellen will. Ich kann dort zuerst spielen. Sobald das mein Licht aber schwächer wird, ich zu wenig Licht habe, dann wird es schwieriger. Also ich kann in einem Raum innen mit nur Tageslicht, das zu einem Fenster reinkommt, zum Beispiel nicht irgendwie mit einer Tausendstel Sekunde belichten, dann wird mein Bild viel zu dunkel. Das funktioniert nicht. Sehr schwierig ist zum Beispiel, wer schon mal probiert, in einer Turnhalle in Sportleute, die rumrennen, zu fotografieren. Das wird sofort wahnsinnig schwierig, weil man einfach zu wenig Licht hat. Was kann ich machen? Und jetzt kommen wir zum Zweiten, das ich beeinflussen kann. Jetzt muss ich halt die Empfindlichkeit von meinem Sensor anpassen auf das Licht. Das heisst, ich kann mit Digitalkameras die Empfindlichkeit des Sensors für jedes Bild neu einstellen. In der analogen Fotografie musste man noch einen anderen Film einlegen. Man hatte dann auch Filme mit unterschiedlichen ASA- oder ISO-Werten, aber man hatte den ganzen Film einfach gleich. Die digitalen Kameras haben dort einen riesen Vorteil. Ich kann jedes Foto speziell separat einstellen. Und was sind die Vor- und Nachteile von dem? Eben, Vorteil ist, ich kann heutzutage auch, wenn ich in einen dunklen Raum hineingehe und Bewegung habe, kann ich die Empfindlichkeit von meiner Kamera aufentun und sie braucht nachher weniger Licht, um gleich noch ein korrekt belichtetes Bild zu machen. Was ist der Nachteil von dem? Der Nachteil von dem ist, dass es, je höher die Empfindlichkeit ist von meinem Sensor, dass es ein sogenanntes Bildrauschen geben kann. Vor allem in den dunklen Teilen von meinem Bild wird das Ganze so ein bisschen verpixelt und je stärker dass ich das mache, je mehr ist es, kommt auch sehr auf die Kamera drauf an. Man muss allerdings dazu sagen, das Ganze hat sich sehr, sehr verbessert in den letzten Jahren. Vor 10 Jahren oder ein bisschen mehr habe ich eine Kamera gehabt, Canon EOS 20D, und ich erinnere mich gut, wenn man dort die ISO-Werte auf 400 aufgestellt hat, hat man das Bildrauschen schon extrem wahrgenommen und hat es sehr gesehen, und ab 800 oder 1000 war das Bild kaum mehr brauchbar gewesen, ausser dass man es mit der Software stark nachher bearbeitet und dabei Schärfe verloren hat. Mit meiner aktuellen Kamera, der EOS 5D Mark III von Canon, ist es gewaltig besser geworden. Also dort haben eigentlich alle Kamerahersteller in meiner Sicht in den letzten Jahren den grössten Schritt gemacht. Also dass die Empfindlichkeit nicht mehr so eine schlechte Auswirkung auf die Bildqualität hat. Ich tue regelmässig mittlerweile, wenn ich Hochzeit fotografiere, vor allem in Kirchen ist es meistens sehr dunkel. Ich habe Leute, die sich bewegen, brauchen scharfe Bilder, und dort tue ich regelmässig im Bereich von ISO 1000. Es gibt sogar Extremsituationen, wo ich schon fotografiert habe mit ISO 8000 bis 10.000, 12.000. Und man fängt es an zu sehen, das ist ganz klar, man sieht das Bildrauschen dort, aber die Bildqualität ist wirklich noch brauchbar. Und man kann das noch ein bisschen nachbearbeiten. Und gerade im Schwarz-Weiß, wenn man Bilder in Schwarz-Weiß umwandelt, finde ich es auch nicht störend. Also dort ist ein riesiger Schritt gegangen. Und es ist ganz klar lieber ein leichtes Bildrauschen in einem Bild, als dass das Bild völlig unscharf ist und dann nicht mehr brauchbar. Das ist eigentlich für mich ganz klar. Gut, also, ich fasse zusammen. Belichtungszeit hat einen Einfluss auf die Bildwirkung bei Motiven, die sich bewegen. Wenn ich etwas habe, das sich nicht bewegt, spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, ob ich das irgendwie eine Tausendstel Sekunde belichte oder 5 Sekunden. Ich muss einfach schauen, dass die Belichtung stimmt. Sobald ich bewegte Motive habe, Kinder, die sich bewegen, Leute, die rumlaufen, Sportfotografie oder Wasser, dann kann ich anfangen zu spielen. Je kürzer die Belichtungszeit, umso schärfer, eingefrorener wird mein Bildausschnitt, mein Bild. Je länger ich die Belichtungszeit mache, kann ich
Unschärfe reinbringen. Das ist nicht immer schlecht, wie wir gesehen haben. Bei Wasser kann das ein sehr schöner Effekt sein. Oder auch bei Sport kann ich das brauchen. Dann kann ich beispielsweise die Kamera mitziehen. Oder ich könnte dann sogar noch einen Teil eben rausblitzen. Das wäre dann noch wieder ein anderes Thema, damit gleich ein Teil des Bildes scharf wird. Bei langen Belichtungszeiten, ganz wichtig, brauche ich ein Stativ oder muss meine Kamera herstellen, sonst verwackelt das Ganze. Und wenn ich eine kurze Belichtungszeit brauche, aber wenig Licht habe, dann erhöhe ich die Empfindlichkeit meiner Kamera so viel wie nötig, so wenig wie möglich, damit ich das scharfe Bild habe, das ich brauche. Voilà, merci vielmals fürs Zuhören und hoffentlich bis gleich beim nächsten Teil.